Vor 14 Tagen ist es zum Gestürm im Weißen Haus gekommen, zwischen den Präsidenten Trump und Zelensky. Es gibt Stimmen, die sagen, jetzt könnte es sogar zu einem grossen Bruch zwischen Europa und den USA kommen. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen aus der Südbucht, South Bay of Los Angeles. Heute mit spannendem Wetter. Wir haben einerseits Regen, auf der anderen Seite scheint die Sonne. Könnte man einerseits April. Aber zurück zum Thema. Die Medien in Europa und der Schweiz haben nicht zurückgekommen mit scharfer Kritik an Trump. Schlagzeilen, die ich gelesen habe, waren zum Beispiel Trumps diplomatisches Desaster oder Trumps Zusammenstoß mit Zelensky schockiert die Welt oder tiefer kann Trump nicht mehr fallen. Im letzten Video haben wir das Treffen ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, dass es gegen zwei braucht für einen Scare. Trump hat sicher mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hantieren können. Aber auf der anderen Seite hat nicht sicher das ewige Dreischneidern und das Klönen vom Zelensky. Der Anger da in Russland ist die Schuld und nur der und ich habe gar nichts falsch gemacht. Das hat nicht sicher auch ein bisschen nerven. Item. Tatsache ist, dass man die einseitige Berichterstattung hier in den USA natürlich auch mitbekommen hat. Die einen sind Schlagzeilen gekommen wie Europa bricht wegen Trumps harter Zelensky-Rede zusammen oder Trump erteilt Zelensky eine Lektion, die europäischen Eliten drehen durch, Europas Wutanfall nach Trumps Entschlossenheit oder Zelensky-Clash, Europa weint, Trump gewinnt. Was wir heute etwas genauer beleuchten ist, was der Knall und die entsprechenden Reaktionen könnten für Konsequenzen haben. Für Europa, aber auch für die Schweiz. Um das einzuschätzen, muss man das momentane Sentiment von einem Grossteil der Amerikaner gegenüber der Ukraine verstehen. Tatsache ist, dass die dominierende MAGA-Bewegung die europäische Vision für die Ukraine nicht teilt. Man mag dem zustimmen oder nicht, aber für die derzeitige Regierung, ihre Berater und ihre Basis ist Präsident Zelensky, und verzeihen Sie mir, wenn ich das so unverblümt sage, ein unzuverlässiger Anführer eines korrupten Landes am anderen Ende der Welt, der ständig um Geld bettelt, das Amerika nicht hat, um einen Krieg zu führen, der sie nicht interessiert und von dem sie glauben, dass er ihn nicht gewinnen kann. Dann muss man auch noch begreifen, dass mit Trump 2.0 ein komplett neuer Wind weht. Ein solcher Richtungswechsel weg vom Globalismus hat es hier in den USA seit mindestens 3 Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Und wenn ich mich ein bisschen umhöre, habe ich das Gefühl, dass Europa sich dieser früheren unipolaren Geopolitik immer noch schön brav nachläuft. Was macht denn Donald Trump heute? Er räumt doch mit der neokonservativen Politik, die es seit Bill Clinton gab, räumt er auf. Das wird gedreht. Und das Problem Europas ist, dass man sich im Zuge dieser neokonservativen Politik, Global Dominance der USA und wie er dahinter geschaltet, versammelt hat. Und das fällt uns auf die Füße. Diese 180-Grad-Kehre in den USA, weg von den Neokonservativen, das ist hier überhaupt nicht verstanden worden. Und ich glaube, dass damit eben jetzt eine Situation da ist, dass Europa das Risiko läuft, sich zwischen alle Stühle zu setzen, geopolitisch und geowirtschaftlich. Ich habe Berichte gelesen, die behaupten, es sei eventuell der Moment, wo sogar Europa durch ihre anti-amerikanischen Reaktionen auf den Eklat ihren Partner, die USA, verlieren könnte. Geopolitisch haben wir uns mit Moskau angelegt. Die Situation ist zerrüttet wie nie zuvor seit 1945. Wir haben uns auch mit Beijing verspielt. Und wir laufen jetzt Gefahr, dass wir uns auch noch mit den USA zwischen die Stühle setzen. Wir bekommen in Kürze die Zollpolitik. Glauben wir denn wirklich, wenn wir, und die verbale Akrobatik, die wir jetzt die Tage über das Wochenende gesehen haben gegenüber Trump, ist recht wenig diplomatisch. Glauben wir denn wirklich, dass wir hier jetzt Politikansätze der USA gegenüber Europa erwarten dürfen, die uns Konzessionen erlauben, dass unsere Wirtschaft sich stabilisiert? Oder sagt der gute Mann, also die haben Frieden, ich habe einen Friedensplan, die haben einen Friedensplan, deren ist undurchdacht, basiert im Grunde genommen auf dem neokonservativen Gedankengut, gegen das ich hier in den USA antrete. Was heißt das für Europa? Also die Chance oder das Risiko, je nachdem, wie man es sieht, dass wir hier zwischen allen Stühlen setzen, dass wir damit unser europäisches Geschäftsmodell, das uns alle ernährt, auch die Staatshaushalte, weiter zur Disposition stellen, ist erheblich. Wie ihr sicher mitbekommen hat der Trump als erste Konsequenz vom Eklat mit dem Zelensky sämtliche Militärhilfe an die Ukraine pausiert, wie er es beschreibt.
Zelensky hat dann 2 Tage später in London an einem Notfalltreffen mit mehreren europäischen Premierministern teilgenommen. Der Koalition der Willigen. Er hat sich von denen zusätzliche finanzielle und militärische Unterstützung holen, um den Ausfall der US-Lieferungen auszugleichen. Gleichzeitig hat man von europäischer Seite einen Friedensplan ausarbeiten. Im Moment wird also von 2 Friedensplänen geredet. Ein Friedensplan von der EU unter der Führung von Großbritannien und dann ein amerikanischer Friedensplan in Zusammenarbeit mit Russland. Beide Pläne haben Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel einen schnellen Waffenstillstand, der Verzicht auf einen NATO-Beitritt, aber mit der Option auf eine EU-Integration. Die Herausforderung des EU-Plans ist, dass Europa die militärischen Ressourcen und die Einigkeit fehlen, um ohne den USA eine starke Position gegenüber Russland durchzusetzen. Dass die Europäer als selbstständige Akteure noch nicht ganz so sattelfest sind, zeigt die Rede vom britischen Premierminister Keir Starmer, der zwar englische Soldaten in die Ukraine schicken will, aber gerade im nächsten Satz das auch wieder entkräftet, weil er das doch noch mal machen will, wenn ihm die Amis eine Sicherheitsgarantie geben. Großbritannien ist bereit, gemeinsam mit anderen Ländern zu helfen, mit Bodentruppen und Flugzeugen. Europa muss die Hauptlast tragen. Aber um den Frieden auf unserem Kontinent zu garantieren, müssen diese Bemühungen unbedingt von den USA mitgetragen werden. Dass der Trump keine US-Truppen in die Ukraine schickt, hat er dem Starmer schon persönlich gesagt. Sehr freundlich hat er das gemacht, mit einem Lachen, aber konkret übersetzt hat er ihm gesagt, Sicherheitsgarantien durch US-Truppen, nein, ganz sicher nicht. Falls britische Truppen in der Ukraine sind und von Russland angegriffen werden, werden sie ihnen helfen. Ich glaube an die Briten. Sie brauchen keine große Hilfe. Ist doch so. Könnten sie es alleine mit Russland aufnehmen? Die unsichere Reaktion vom Starmer sagt ja auch schon viel. Item. Die Herausforderung am US-Plan ist, dass die Amis bereit scheinen, Russland grössere Gebiete zu überlassen. Die Ukraine und viele europäische Staaten schauen das noch als unannehmbar an, weil das die Aggression von Russland belohnen würde. Dass das auch Zelensky so sieht, ist logisch. Doch scheint es, sich leider die Realität bekriegen, ein bisschen eine andere. Während der Pressekonferenz argumentierte Zelensky, dass Russland für den Krieg bezahlen müsse, da in der Geschichte immer derjenige bezahlt, der den Krieg beginnt. Das stimmt aber nicht. Historisch ist es vielmehr so, dass der Sieger den Verlierer zum Zahlen zwingt. Obwohl es noch keinen Gewinner gibt, die Ukraine kann kaum von einem Sieg sprechen. Das Fazit bis dahin: Die Europäer können auch doch nicht alles kompensieren, was jetzt von Amerika her nicht mehr geliefert wird. Auf alle Fälle hat der Zelensky auf X einen Post abgesetzt, wo er versucht, bei Trump zu retten, was noch zu retten ist. Die Ukraine ist bereit, sich so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu setzen, um einem dauerhaften Frieden näher zu kommen. Niemand wünscht sich den Frieden mehr als die Ukrainer. Mein Team und ich sind bereit, unter der starken Führung von Präsident Trump auf einen dauerhaften Frieden hinzuarbeiten. Mittlerweile hat Trump Russland unter Druck gesetzt und mit Banksanktionen und Strafzöllen droht, falls Russland nicht einlenkt. Letzten Dienstag haben sich dann Delegationen der Amis mit dem Staatssekretär Marco Rubio und dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz mit der ukrainischen Delegation in Jeddah in Saudi-Arabien getroffen. Nach 8 Stunden Verhandlungen ist man sich einig geworden um einen 30-tägigen Waffenstillstand. Der würde den ganzen Frontverlauf abdecken. Und als Folge hat jetzt die USA ihren Stopp von Militärhilfe und Geheimdienstunterstützung an die Ukraine wieder aufgehoben. Interessant ist jetzt, dass der Zelensky zwar auch in Saudi-Arabien war, um den saudischen Kronprinz, der Mohammed bin Salman, zu treffen. An den Verhandlungen selber hat er aber nicht teilgenommen. Dieser Vorschlag für einen Waffenstillstand ist jetzt offiziell auch an den Russen weitergegeben worden. Und man wartet jetzt gespannt auf eine Antwort. Der Trump will dazu auch direkt mit dem Putin reden. Wenn das Video hier rauskommt, wissen wir da eventuell schon mehr dazu. Wie bereits vermutet, werden die Europäer am Schluss, egal was jetzt da rauskommt, auch einfach mit der Faust im Sack müssen zustimmen. Im Vorfeld gross gefragt werden sie offenbar nicht.
Zum Schluss noch meine Ansicht betreffend Europa und der Schweiz im Besonderen. Europa hat eigentlich alles, um wirtschaftlich an der Spitze mitzuspielen. Hochqualifizierte Fachkräfte, technologisches Know-how und Zugang zu günstiger Energie und Rohstoffen aus Russland. Der Zugang zu günstiger Energie aus Russland hat man freiwillig aufgegeben. Und jetzt, durch die zum Teil unvorsichtigen Äußerungen gegenüber der neuen Trump-Administration, droht jetzt auch eine zunehmende Erschwernis im Handel mit den USA. Für die Schweiz könnte das eigentlich eine goldene Gelegenheit sein. Es erfordert zwar auch eine Rückkehr zu einer mutigeren Neutralität, aber wenigstens von hier aus betrachtet ergeben sich da interessante Möglichkeiten. Vorausgesetzt, die Schweiz spielt ihre Karten richtig. Aber da seid ihr näher dran als ich und könnt besser beurteilen, ob dieser positive Ausblick realistisch ist oder nicht. Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Was ich noch anmerken will, ist, ich finde es mega cool, von wo ihr überall zuschaltet. Wir haben gerne Scheissfreude zu lesen, wo ihr überall daheim seid. Item, danke fürs Hineinschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin jetzt noch eins, kurz. Ich dachte, ich bringe das Mal noch eine Rubrik Kommentar. Vor allem mein letztes Video hat ein paar Zuschauer dazu animiert, mir zu schreiben, dass ich ein bisschen hinterher war mit der Aktualität. Und das ist ja richtig und so, gestimmt. Aber ich musste schon grölen, wer von einem Berner Oberländer einen gleitigen Schachzug erwartet, ist dann schon nicht so ganz vertraut mit den regionalen Besonderheiten der Schweiz. Darum, ich würde sagen, der Vogunten ist nicht der schnellste, aber dafür der hellste. Oh, es gibt jetzt zwar auch wieder einen Anschiss von ein paar. Ja, ist gescheiter, ich melde mich ab für heute.